Schönen guten Tag miteinander, da ist der Kolosse von der Crown Crew. Heute wieder eines mit einem Gameplay-Commentary. Obwohl das Gameplay da eher zweitrangig sein soll. Unterwegs bin ich mit der PDW, Langer Lauf und Vordergriff. Abschussserie, Drohne, Hellstorm und Blitzschlag, eigentlich ziemlich standardmäßig bei mir. Aber das wäre jetzt auch soweit schon mal vom Gameplay. Das Thema vom heutigen Video wäre eigentlich YouTube, Monetarisierung und Partnerschaften. Und da so ein meine Gedanken dazu. Also als erstes haben wir einmal eine YouTube-Partnerschaft über ein Partnernetzwerk. Das finde ich eigentlich, was ich bisher so gesehen habe, die beste Variante, wenn man wirklich YouTube-Partner werden will. Ganz klar für Gamer steht da im Vordergrund Machinima, was ja der Screech irgendwie auch geschafft hat. Was auch ein Überraschung gekommen ist, weil Machinima geht ja im Normalfall wirklich die grösseren YouTuber an. Und ist auch wirklich ein sehr grosses Netzwerk mit sehr vielen bekannten YouTubern drin. Und ja, ich denke, Machinima ist sicher eines der besten Partnernetzwerke, die es gibt. Dann, was wir ja teilweise haben vom Howie sowie vom Soti, ist Social Blade. Und ja, ich weiß nicht, das soll jetzt nicht irgendein Angriff sein gegen euch zwei, aber irgendwie Social Blade, ich weiß auch nicht. Sie halten ja ihre eigenen Aufnahmekriterien schon nicht ein. Und nehmen da irgendwie solche random Leute teilweise. Ja. Aber eben, ich meine, schlussendlich kommt es ja nicht so darauf ab. Dann monetarisieren ist ja momentan gerade recht in geworden bei den gewissen Schweizer Leuten hier. Und das Problem, das ich damit habe, ist erstens einmal, dass man sich auf Deutschland oder ein anderes Land muss stellen, dass man das überhaupt machen kann, da die Schweiz ja keinen Partnerschaftsvertrag mit YouTube hat. Sprich, Schweizer können eigentlich gar kein YouTube-Partner werden, direkt per Monetarisierung. Ja, der Witz dabei ist, nachher bei der Rechnungsadresse geben wir ja trotzdem wieder die Schweiz an, also irgendwo, ja, wird das anscheinend ganz genau kontrolliert. Aber ich denke, die Vorteile daraus sind sicher schon mal klar ersichtlich. Also für mich persönlich wäre jetzt einer der grössten Vorteile sicher, dass man eigene Thumbnails entwerfen kann, damit die Videos auch professioneller rüberkommen. Das ist sicher mal ein guter Punkt davon. Ein anderer guter Punkt sind die Livestreams. Für das sind die meisten von uns zwar noch schier jetzt kleine YouTuber, würde ich jetzt mal behaupten. Aber ich meine, trotzdem, Livestreams sind sicher etwas Cooles, aber da kann man auch als Nicht-YouTuber irgendwie auf Twitch oder so ausweichen und das geht auch so recht gut, würde ich sagen. Ja, dann das Geld, das man bekommt, ist ja bekanntlich nicht so viel. Also, wenn es einer fürs Geld machen will, dann lohnt sich das in unseren Abonnentenkreisen eigentlich nicht wirklich. Ich finde sowieso, wenn man als Schweizer YouTuber bekannt werden will, hat man sehr, sehr, sehr schwierig. Ich meine, wir schauen jetzt mal den Klites an. Der hat inzwischen fast 1000 Abonnenten und das ist wirklich für einen Schweizer YouTuber recht viel. Die meisten von uns sind irgendwo zwischen 100 und 300 drin, würde ich sagen. Und von dem her lohnt sich das sowieso nicht mit dem Geld machen, sage ich jetzt mal. Aber das habe ich auch schon gedacht, also wenn jemand mit YouTube Geld verdienen oder so, dann macht er hochdeutsche Videos oder wenn er kann, englische Videos. Weil auch wenn man dem nicht so einen guten Content liefert, dann hat man immerhin als englisch sprechender YouTuber sicher eine grössere Chance, eine grössere Fanbase zu erreichen, als Schweizer. Und von dem her finde ich, ja, als Schweizer berühmt werden auf YouTube mit Schweizer Videos, ändert nicht. Liegt ändert nicht drin. Dann, was natürlich auch noch dazu kommt, wenn man jetzt über ein amerikanisches Partnernetzwerk oder eben auch über Google selber Geld verdient, dann ist das Geld, das man in Amerika verdient, grundsätzlich. Das heisst, erstens einmal muss man das in den USA auch versteuern. Ist mir aber gesagt worden, das passiert relativ einfach, das wird direkt abgezogen irgendwie von dem, was einem überwiesen wird, aber wie das dann aussieht mit der Doppelbesteuerung und so, weiss ich halt auch nicht. Plus zusätzlich wird man an teilweise Orten, wie zum Beispiel bei Banken oder so, ein schräg angeschaut, wenn man in Amerika Geld verdient.
Auch wenn es nur so wenig ist, es ist irgendwo doch Geld, das man halt bekommt. Und da heutzutage an vielen Bereichen, also nicht nur Banken, sondern auch sonst, gegen Amerika ein bisschen Vorsicht geboten wird. Naja, aber ich denke mal, es wird nicht allzu ein grosses Problem sein. Als Fazit daraus für mich ist sicher, ich werde vorläufig keine Bewerbung schreiben, alles Partnernetzwerk und auch nicht monetarisieren. Das ist für mich eigentlich so wie klar, also vielleicht mal, ja keine Ahnung, ich denke schon wirklich ändern nicht. Falls ich irgendetwas falsch gesagt habe in dem Video, falls etwas nicht stimmt, falls ihr anderer Meinung sind, falls ihr meiner Meinung sind, egal was, schreibt es doch mal in die Kommentare rein. Würde mich freuen, da mal auch ein bisschen eure Meinung zu hören. Wäre sicher auch sehr interessant, vor allem auch von denen, die jetzt bereits eine Partnerschaft haben. Sprich so der Howie, der Screech oder der Soti. Ja, mal was ihr da dazu meint, wenn ihr das Ganze seht. Und ob ihr so eine Partnerschaft über ein Partnernetzwerk oder eine Monetarisierung dann vorziehen oder nicht. Das wäre sicher sehr interessant. So, das wäre es jetzt mal soweit. Das Gameplay ist auch schon fast fertig. Da oben noch so ein Camping Sniper abkassiert. Und ich würde sagen, danke vielmals fürs Schauen. Wie gesagt, schreibt eure Meinungen in die Kommentare rein. Und dann bis zum nächsten Mal. Den Score vom Gameplay sehen wir jetzt dann auch noch gerade. Gewonnen haben wir schon mal. Also ziemlich dominiert das Spiel. Und der Endscore, wenn ihr jetzt dann gerade seht, war es 22:0. Ein flawless Gameplay gibt es auch nicht gerade jeden Tag bei mir. Aber eben, merci vielmals fürs Schauen, bis zum nächsten Mal und schönen zusammen.